bei diesem Covid-Gesetz, wie auch bei denen vier dran, geht es aber nie weit. Es geht privat an allgemeine Regeln, die nicht geändert haben. Hier haben wir nach wie vor in Ritschfahr bedenken. Erstens, Abschnitt an die persönlichen Freiheiten. Das zählt noch weiterhin Kommission consultative des droits de l'homme. Hier muss nur gebessert gehen. Einzelne Textpassagen, mein Leben nicht all der, sind weg der Unklar. Das Gesetz, wie die Covid-Gesetze für dran, losen verschiedene Interpretationen zu. Zum Beispiel, laut Gesetz müssen die Quarantäne gesagt gehen, daheim bleiben 7 Tage. Nur im Kontakt mit einer infizierten Person. Sie dürfen nicht aus dem Haus, keine Kommissionen machen, muss nicht aus dem Haus gehen. Für einen Covid-Test 36 Mal, da kennt eine Person bei sich heim. Sie dürfen mal nicht mit dem Hund spazieren gehen, ganz lange und verloren. Und dann kann ich aber Folgendes an der Presse lesen, gestern. Am Plan von der Schulrentree wären Derogativen vorgesehen. Da gibt es eine Möglichkeit, für den Direktor individuell von Fall zu Fall eine Autorisation de Sortie zu geben, die wirklich tun, die nicht generell gelten. Und an dem Kader sind Mesure geholt, wir können eben just an die Schule zu gehen, als sonst nirgends. Das ist ganz wichtig. Wir sind uns bewusst, dass die Lohnermusse-Punkte geklärt gehen, so zu lesen, das so von der Madame Minister gestern an der Presse. Da muss ich feststellen, da gehen jetzt schon auf ministerieller Basis Einzelinterpretationen vom Gesetz auf verschiedenartig ausgelöscht. Aber das hat schon geschieht. Wie soll das von den Gelegten da draußen interpretiert gehen, und das, was wichtig wäre, muss auch akzeptiert gehen, und kritische Stimmen kommen immer mehr ab. Es gibt noch verschiedene Auslegungen von der Rassemblement, wohin zum Beispiel auf Vereinsniveau nur eine Versammlung Kepard offerieren. Das müsste aber keine möglich sein, nur hat natürlich nur den Horeska regeln. Aber dennoch gehen dieselben nicht bei Horeska, und heute dürfen sie dann das machen, aber dann nicht auch nicht den Horeska regeln. Oder die beruflichen Rassemblementer müssten denen private gleichgestellt gehen. Das schreibt doch die Handwerkerföderation an ihrem Avis. Für Platz Publik an überall schwätzen wir mal gar nicht. Da fehlt irgendwie Logik an diesem Gesetz, und das führt unweigerlich dazu, Glaubwürdigkeit auf Rot zu stellen, und das ist für die Sache nicht gut. Dann ist nach dem Code Penal, den Artikel 563.10, den der Vermummungsbrot ganz oder teilweise hier im Land verbietet. Die wurde angefordert den 1. Mai 2018. Wie ist das zu verstehen mit diesem Gesetz, wo es kein Hinweis auf diesen Paragraph gibt? Für der könnt wegen Zwangshospitalisation nicht erfroren. Grundfreiheiten sind zeitlicher Gefahr, aber wir werden uns dagegen wehren. Das Maßnahmen basiert auf einem Gesetz aus dem Jahr 1980, er passt nicht an die heutige Situation ran, er war auch vorgesehen an einem anderen Kontext. Als RD haben wir generelle Probleme damit, weil Freiheiten, die an der Verfassung verankert sind, hier in der Chambre die einfach Majorität außer Kraft gesetzt gehen. Hier muss dann noch man denkt 2/3 Majorität dosen. Und dann noch ein Wort zur Verlängerung bis den 31. Dezember. Das Covid-Gesetz wurde eben an Kraft gesetzt, das zweite wurde 2 Monate an Kraft gesetzt, das dritte, was wir auch stimmen, das gesagt 4-3 Monate. Das geht bis den 31. Dezember. Du musst ihn aber wissen. Im Dezember ist aber für als Geschäftsleiter dann noch für Familien in Hemund. Und die schränken wir noch stark an. Das will so, das kriegst an nicht Lust, hat ja den Jahren wie die vier dran.
Es gibt erstens einmal naturmäßig eng Deisterzeit. Das schlägt ganz viel auf die Moral von den Läden. Geschäfte werden Abbuße kriegen, mit Online-Geschäften werden florieren. Treffen, Familie, Beruf, auf Rennen wird angeschränkt oder auf vorgestellt. Und alles das sind Punkte, da wäre es vielleicht besser gewesen, man hat Gesetz gemacht bis den 30. November und dann hat man alle geguckt, wie man das über die Christzeit kriegen. Vielleicht gibt Corona-Pandemie die eine oder die andere Überlegung, wie das mit Labor zu machen. Ich muss Ihnen so vorstellen, ob Maskenpflicht überhaupt etwas bringt. Weil Länder wie Holland und Schweden haben außerhalb der öffentlichen Plätze keine Maskenpflicht. Trotz der Maßnahmen, die wir zuletzt haben, liegen sie mehr oder weniger auf demselben Niveau. Er wäre vielleicht aber mal erbracht, die Infektionszahlen an die ganze Skala auf ein Niveau zu setzen, da können die Daten vergleichen, weil das haben wir nicht, dann ist es schwer zu vergleichen. Und dann ist es doch, und das ist das, was mir mal leid, die Akzeptanz bei den Leuten müsste mir groß gehen für die Sache. Aus all diesen Evaluierungen raus kann mehr als ADR das Gesetz nicht mehr drohen, und werden dagegen stimmen.